kurz noch. Okay. Das ist ein Wahnsinn. Ja, servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus Schotten, Automobile 2021. Und mit dabei ist der Enrico vom Buschkraft Oberland. Und wir zeigen heute einmal ein mega schönes Dachzelt. Was ist das für ein Dachzelt? Das ist ein Godiger 140. Das heißt 140 cm breit und 2,20 Meter lang. Für 2 Personen ist es optimal. 3 würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, vielleicht 2 Erwachsene, eventuell nur ein Kleinkind, aber dann muss man schon eher was Größeres nehmen. Okay, und das ist eine gute Qualität, oder? Die Qualität ist absolut top, das ist ein Canvasstoff, ein gewachsener Baumwollstoff, speziell für Zelte. Und die Nähte verwenden sie auch einen speziellen Garn, ich weiß nicht heute auswendig was für eine Firma. Und sobald da Wasser draufkommt, kühlt er auf und so geht da kein Tropfen Wasser durch. Die Wassersäule ist ungefähr 10.000 mm, also hebt schon ziemlich einen Schwall aus, würde ich sagen. Wir schauen uns das Zelt dann einmal natürlich auch von innen an. Und wie viel Gewicht halten das aus oder wie schwer ist denn das? Das Teil ist, ich glaube, 43 Kilogramm mit der Leiter dabei. Also ein ordentliches Teil. Also wir schauen uns das einmal jetzt näher an. Also jetzt schauen wir uns einmal außenrum an und dann schauen wir mal im Innenbereich. Ja, wir schauen jetzt einmal das Zelt außenrum ein bisschen genauer an, aber es ist ein Zelt, was mich selber auch fasziniert und vielleicht gibt es einmal irgendeins. Jetzt schauen wir es einmal an, oder? Also das ist der Treppenaufgang. Und das bricht nicht runter, das hält das aus, oder wie? Das hält definitiv aus. Da habe ich jetzt nach vorne ein Moskitonetz jetzt. Das kann man dann im Sommer auch auflassen. Und wenn jetzt zum Beispiel extrem stark der Wind geht, dann kann man durch das Außenteil auch runterlassen. Brauchen wir jetzt gar nicht zutun, damit einfach der Wind ein bisschen geschützt ist. Sonst pfeift oft unten der Wind rein. Und so ist es, also für den Sommer ohne Wind ist es optimal. Richtig geräumig. Und was natürlich auch viele Dachzelte, was auf dem Markt nicht haben, das ist dies oben, diese Querstange. Das heißt, wenn jetzt im Winter oder im Sommer viel Schnee fällt oder nach Regen, dann gibt es da keinen Sack, sondern es rinnt Böllchen immer runter. Oh, das ist echt cool. Ja. Also den Innenbereich, den schauen wir uns dann später mal genau. Oder können wir gleich reinschauen, oder? Ja, da habe ich sogar bloß mit meinen 1,93 Meter. Also 2,25 Meter lang, sagst du, ja? 2,20 Meter, ja. Und 1,40 Meter breit. Wow. Also gesagt, 2 Personen, 2 Erwachsene, ohne Probleme. Schön angenehm zum Schlafen. Und was fasziniert dich bei so einem Dachzelt? Ja, dass man einfach im Prinzip seinen Schlafplatz immer dabei hat. Du bist vor Wind und Wetter geschützt natürlich. Vor Regen, weil es ja komplett wasserdicht ist. Und du hast auch eine Matratze dabei. Manche Dachzelthersteller haben nur eine 5 cm Matratze rein. Und Godiger zum Beispiel verwendet eine 8 cm Matratze standardmäßig. Man kann ohne Probleme drauf liegen. Maus bekommt ja auch keine Kreuzschmerzen. Also absolut bequem. Super. Aber du kannst gerne mal probieren reinliegen. Das probieren wir dann aus. Und der Aufbau, wie lange dauert der? Natürlich, vielleicht, wenn man das noch nie aufgebaut hat, dauert es ein bisschen länger. Aber ich würde jetzt sagen, mittlerweile schaffe ich es zu zweit in 5 Minuten komplett aufbauen. Komplett. Wow, das ist schnell. Das geht echt schnell. Alleine brauche ich ungefähr 8 bis 10 Minuten dafür. Aber mit der Routine weißt du, welche Handgriffe. Es kommt natürlich oft davon, ob jetzt zum Beispiel die Seiten, muss man da hergehen. Ob du da die Seitenteile aufmachen willst, da kommt noch ein Gestänge durch. Dann ist es auch natürlich auf. Ja.
ob man das jetzt auftut oder nicht auftut. Ich lasse es jetzt zu, heute, weil es ja geregnet hat in der Nacht und eventuell wegen kaltem Wind durch. Aber das muss jeder selber wissen. Ein wunderschönes Zelt. Dann schauen wir bloß noch rundum dumm. Wow. Ich glaube, ich muss mir auch ans zulegen. Und da besteht die Möglichkeit, dass man das komplett aufstellt. Da kommt ein Gestänge rein. Da. Aber das lassen wir eigentlich meistens zu 90% immer zu. Weil du meistens ja sowieso nur einen Tag oder bei Durchreise maximal 2 Tage steht. Nachher ist es als Zeit, was du investierst, wo ich das eigentlich nicht aufstelle. Geil. Ich werde mir jetzt dann noch mal reinlegen auf mein Gewicht aus, halt meine 2 Zentner. 105 Kilo. Ja, so schaut das rundum aus. Macht einen sehr schönen und stabilen Eindruck. Ja. Und die Marken brauchen wir noch genauer. Genau, das ist Australien. Kommt aus Australien, die Firma, ja. Aber der deutsche Sitz ist in Deutschland, in Bayern, ich glaube in Laufen, glaube ich heißt der Ort. Ist die deutsche Zentrale. Ja, das heißt in Laufen, glaube ich. Laufen. Das sind von mir 30, 35 Kilometer weg. Ja. Na gut, dann werden wir jetzt mal im Innenbereich reinschauen. Auf der linken und auf der rechten Seite habt ihr jeweils oben und unten so kleine Seitentaschen, wo man Handy, Taschentücher, sonstiges oder Autoschlüssel eingeben kann. Ist auch standardmäßig dabei. Und oben, wie jetzt da oben seht, habe ich jetzt einfach mit Karabiner eine Lampe aufgehängt für die Nacht. Da habe ich die Matratze. So, und ich würde sagen, ich steige jetzt einmal rein in das Zelt. Das ist ja cool. Also das ist ja wirklich cool, das Zelt. Also wirklich sehr angenehm. Und ich bin wirklich groß, 1,95 m, 1,93 m, sorry, ein bisschen korrigieren. Und ich habe locker Platz. Wow. Die Matratzen ist ja bequem. Super Teil. Dachzelt. Hätte ich nicht geglaubt, dass das so faszinierend ist. Geil. Noch tolles Zelt. Schon, gell? Ja. Brauchst du das da? Dann nehme ich es mit. Ja. Na gut. Ja, nochmal. Dann würde ich sagen, das war's. Jetzt haben wir das ein bisschen angeschaut. Roomtour Dachzelt von Gordiger. Gordiger. Ja. Gordiger. Super Sache. Und wirklich stabil. Schauen wir das einmal genau. Cool. Dann gehe ich jetzt wieder runter. Allher ist super, gell? Das ist ein Hammer. Finde ich gut, gell? Wenn du so umgreifst, ist es wie die gängigsten. Wie die gängigsten Dinge. Nur das Zelt verstecken und danach lassen wir das weg. Das musst du mal länger, ein 60-jähriger Mensch. Nicht ganz. Aber 55 ist auch schon, aber die Depp. Ja, wie gesagt, das ist der Enrico vom Kanal Buschkraft Oberland. Da kann ich noch eins sagen. Vorbeischauen, abonnieren nicht vergessen. Buschkraft Oberland, super toller Kanal. Und ja, das ist sein schönes Dachzelt. Australische Firma. Geiles Teil. Wirklich.